SRF 3 Fokus. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe im Fokus. Heute bei mir ist Lisa Bögli und ich bin Anita Richner. Schön, sind ihr dabei. Auf die Lisa aufmerksam geworden bin ich durch eine Kollegin, die im Rahmen von einer sozialen Tätigkeit an einem Input-Referat war von der Lisa. Lisa ist Seifenblasenkünstlerin, Feuerartistin und Klon. Und sie arbeitet viel mit Menschen im Alter und Menschen mit Demenz. Demenz ist ein riesiges gesellschaftliches Thema. Laut dem Bund leben in der Schweiz gut 150'000 Menschen mit Demenz und betroffen sind natürlich auch ihre Angehörigen. Demenz steht an dritter Stelle bei den Todesursachen nach Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs. Der Gegensatz hat mich total fasziniert. Eine junge Frau, die so mitten im Leben steht, Lisa ist 33 und sie hat 4 Kinder. Und die Welt von alten Leuten und Menschen mit Demenz, die in einem total anderen Tempo läuft. Und diesem Temperaturunterschied möchte ich gerne in diesem Gespräch ein bisschen nachgehen. Wir reden über deine Arbeit als Klon und über deine Kunst, weil ich glaube, beides hat ganz viel mit dem zu tun, wie wichtig der Moment ist. Das Hier und Jetzt mit einer bestimmten Lebenshaltung. Aber ich hoffe, das finden wir jetzt aus im Laufe dieser Stunde. Herzlich willkommen, Lisa. Ich freue mich mega, bist du da. Danke vielmals für die Einladung. Lisa, ich habe vorhin gesagt, du bist Seifenblasenkünstlerin. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht das, was allen zuerst in den Sinn kommt beim Thema Kunst. Wie bist du auf das gekommen? Ich glaube, der Zufall hat es mir geschenkt, wie so vieles im Leben in den letzten Jahren. Ich mag mich erinnern, dass ich schon als Jugendliche mal, ich glaube, es waren fast meine ersten Erfahrungen mit Videos im Internet, habe ich mal einen Seifenblasenkünstler gesehen, der so ganz verrückte Sachen gemacht hat im Kleinen. Und ich habe mir dann doch gefunden, das möchte ich auch, und habe ein Seifenblätter gekauft und habe angefangen mit Röhrli, also Strohhalm, auch probieren, Seifenblätter-Konstruktionen zu machen und habe eigentlich dann für mich gedacht, wow, also was der für einen Beruf hat, ist schon noch schön. Aber es ist dann wirklich wieder so aus meinem Leben rausgefallen. Genau, bis ich dann später mit meiner Arbeit als Feuerartistin, wo wir schon immer mit meinem Bühnenpartner zusammen, Andreas Schwarzer, haben Seifenblätter eingebaut ins Feuer. In die Feuershows integriert, Seifenblätter haben fliegen lassen über die Bühnen voraus. Und das geht. Also, Feuer und Seife. Genau, also es ist auch schön, weil das Feuer nachher die Seifenblätter belichtet und unser Feuerkreis, den wir eigentlich haben, wo die Abgrenzung ist zum Publikum, tut eigentlich wie jedes Lichtli in jeder Seifenblätter spiegeln. Und man denkt immer, im Dunkeln geht das eben nicht, aber es geht eben doch. Und irgendwann hat es mir der Ärmel reingenommen. Und in den letzten 5 Jahren immer mehr und immer mehr. Dass ich glaube, mittlerweile kann sagen, dass es der Fokus ist für mein zukünftiges Arbeiten, das mir selber ganz, ganz nahe liegt. Und ich sage aber, ich habe mein Glück in der Verbindung von Wasser und Seife gefunden. Und ich freue mich, um es mit den Menschen zu teilen. Du hast ja da so 4 Güterli mitgebracht, weil du tust ja, also wie soll ich jetzt das sagen, du tüftelst ja mega an dem um, oder? Du hast wie verschiedene Mischungen von Wasser mit Seife. Was ist jetzt der Unterschied von denen, die du jetzt da mitgebracht hast? Also die einen Blätterchen gehen besser für viele kleine Blätterchen, die anderen Blätterchen gehen besser für etwas grössere Blätterchen. Weil wichtig ist auch immer die Luft, wie die Luft ist. Also der Luftdruck von aussen oder die Thermik und wie viel Staub es in der Luft hat oder drinnen, wie viel Sauerstoff es eigentlich noch in der Luft hat. Also je schlechter die Luft ist, desto mehr Wasser muss es zum Beispiel in der Seife haben, für dass sie länger lebt. Oder je heißer es ist von aussen, denkt man immer, ja, wir gehen gescheiter noch ein bisschen mehr Seife nach, dass es ein bisschen besser tut, aber eigentlich sollte man ein bisschen Wasser nachleeren, weil sie dann so weniger schnell verplatzen. Weil sie verplatzen eigentlich, wenn sie verdunstet sind. Genau. Und ich glaube aber, man findet nie ein Ende in dieser Suche. Und man findet auch nie die perfekte Mischung und man findet auch nie die perfekte Seife. Und ich glaube, man darf lernen, als Seifenblasenkünstler mit dieser Unberechenbarkeit in den Tag zu gehen, um dann Auftritt zu gehen, dass man wie nicht weiss, wie ist es dort und wie funktioniert es und was braucht es genau für eine Seife. So muss man einfach immer ein bisschen für alle Eventualitäten parat sein. Aber das ist ja nicht so einfach, oder? Dass man nicht genau weiss, was passiert. Viele Leute haben ja mega gerne Kontrolle. Ist dir das von Anfang an leicht gefallen?
Dass du eigentlich sagst, hey, es ist immer ein Wagnis, weil du gehst ja auf die Bühne mit diesen Seifenblättern, oder? Es ist ein Wagnis und ist da auch immer noch oder immer wieder an dem Punkt, wo ich wirklich über meinen Schatten darf gumpen. Aber es ist auch so ein bisschen die Herausforderung, oder nachher zu sehen, was man mit den Begebenheiten vor Ort machen kann. Und es ist auch eine Erkenntnis im Leben, dass man manchmal nicht mehr herausholen kann, als man halt herausholen kann. Und es kann halt auch sein, dass ich dann mal etwas falsch zusammenkippe vor Ort und mich vielleicht nachher noch mal anders entschieden, aber dann kann ich nicht mehr zurück, weil ich es schon gekippt habe. Wenn ich zum Beispiel 3 verschiedene Seifen mitnehme an eine Vorstellung und vor Ort hat es gerade viel Wind, dann präpariere ich sie halt so, dass sie gut ist für viel Wind und dann, wenn die Show ist, hat es keinen Wind mehr. Aber das sind, glaube ich, Sachen, die vor allem ich merke, die das Publikum eigentlich dann so nicht merkt oder wahrnimmt. Und ich glaube, in der Arbeit im Altersheim mit dem Klon fällt es mir viel einfacher, mit dem Ungewissen umzugehen, als jetzt noch mit diesen technischen Affinitäten von Seifen. Also, genau. Ich glaube, es ist die Erfahrung, die einem dann ruhig werden lässt. Und auch zu wissen, dass auch die grössten Künstler auf der Welt Probleme haben. Genau, das hat mir noch gut getan, als ich dann das herausgefunden habe. Und dass es eigentlich nur geht, wenn man mutig ist und es einfach macht und probiert. Und halt scheitert und dann wieder aufsteht und es weitergeht. Und das Material, weißt, also dein Material, also eben Seife, Schaum ist ja auch noch ein Material, das können wir dann auch noch reden. Also man sagt ja immer, das Material ist ja wie auch ein Wegweiser bei einem Künstler oder einer Künstlerin. Also du schaffst jetzt nicht mit Bronze oder weißt, mit Stein, etwas, wo weißt, so bleibt, oder? Also das Thema von der Vergänglichkeit, das klingt ja da irgendwie schon auch an. Ja, ich glaube, darum habe ich auch so fest mein Kunsthandwerk sozusagen gefunden, weil es wie ganz viele Aspekte von mir oder ja, auch von meinem Seelenleben vielleicht widerspiegelt und mitbringt. Weil ich sage immer so schön, es bringt eigentlich für mich den Moment zusammen, wo die Freude und die Trauer so nah zusammenkommen. Und das ist einfach so schön. Und es füllt mich selber aus und ich nehme an, es füllt auch das Publikum aus, dass man das so gleichzeitig wahrnehmen darf. Genau. Erzähl noch vom anderen Material, vom Schaum. Das musst du wirklich gut erklären, was du machst mit Schaum. Ich habe auch recht lange gebraucht, bis ich es begriffen habe. Also für alle da draussen, die uns zulassen, Lisa macht Figuren aus Schaum. Und für mich, also jeder, der mal in einer Badwanne gehockt ist, der weiss, ja, also man kann ja schon probieren, eine Figur zu machen, aber die hebt einfach nicht. Lisa, du schaffst das irgendwie? Hey, also ich habe es noch nicht geschafft. Ich bin dran an einer Zusammensetzung von verschiedenen Shampoos. Also, oder im Moment bin ich auf der Suche nach verschiedenen Shampoos und Schaumbädern und probiere so einen stabilen Schaum wie nur möglich herzustellen. Mit verschiedenen Stoffen, also man braucht Stoff und wir haben herausgefunden, welcher Stoff das bessere Schaum gibt als anderer Stoff. Es sollte ja auch sehr kompakt sein, dass man ihn nutzen kann zum Formen. Und jetzt bin ich dran, eine Flüssigkeit herzustellen, wo ich dann den Schaum machen kann, dass es Figuren gibt. Mit dem Ziel, kleine Marionetten oder auch grössere Marionetten, mit zum Beispiel Männchen mit 2 Beinen, 2 Armen, Kopf und einem Bauch, können so zu bauen, dass es für ein kurzes Zeitchen stabil ist und ich damit Geschichten erzählen kann. Und diesen Männchen oder Menschen verschiedene Charaktere geben kann. Mit dem Ziel, aus dem ein Bühnenstück zu machen für das Schweizer Theater, wo auch das Thema Vergänglichkeit sicher einen grossen Stellenwert wird haben, weil sich der Schaum ja auch anfängt auflösen. Eben die Figuren, die sind nicht für ewig, die verflüchtigen sich, die lösen sich auf wie der Schaum in der Badwanne, der irgendwann so in sich zusammenfällt und auch nachher nochmal eine andere Qualität erlangt. Der ist zum Beispiel noch viel leichter. Der ist vielleicht dann, wenn das Männchen zusammenfällt, ist es vielleicht eine Wolke, die noch ein bisschen fliegen kann. Wenn man einen guten Ventilator hat, in der richtigen Stärke. Also Ventilator habe ich auch schon getestet, dass ich den einen finde. Oder, ja, man hat ja heutzutage die unendliche
Auswahl an Vielfalt, genau. Also im Moment verbringe ich viel Zeit mit so. Also aber das braucht einen riesen Ventilator, oder, für auf einer Bühne? Ja, nein, nicht unbedingt. Manchmal sind die kleineren fast ein bisschen effektiver. Weil man muss sich vorstellen, wenn man drinnen im Innenraum mit Seifenblättern arbeitet, geht ja jede Blätter eigentlich einfach runter. Es hat ja keinen Wind, den sie irgendwo mittragen können. Darum arbeite ich einerseits auch extrem gerne von aussen, weil man dort wie noch den Wind als Mitspieler hat. Und drinnen hat man das eben nicht. Dann muss man entweder mit einem fächeln oder man kann eben Ventilatoren brauchen. Genau. Alles, was einem hilft. Genau, also vielleicht können wir ja das Foto, ich kann sonst mal noch ein Foto machen von so einem Männchen. Unbedingt. Aber ich bin noch nicht so weit, dass das wirklich funktioniert und ich hoffe aber wirklich, dass ich das herausfinde. Du hast jetzt von diesen Figuren geredet aus Schaum und Figuren spielen ja auch eine Rolle bei deinem anderen Job, den du machst, eben, dass du als Klon zu Menschen gehst, in Altersheimen, Menschen besuchst mit Demenz. Und du hast jetzt eine von die Figuren hast du mitgebracht, das ist der Fritz, er ist ein Eichhörnchen. Es ist eine Handpuppe, also du gehst mit den Händen rein und die Figur, also das Eichhörnchen, das wirkt wirklich wie lebendig. Wie bist du eigentlich dann dazu gekommen, dass du als Bewegungsschauspielerin Menschen besuchst mit Demenz? Ist dort auch der Zufall, hat der mitgespielt? Also eine Ausbildung als Bewegungsschauspielerin ist eine sehr vielseitige Ausbildung und sie schafft vor allem freie, kreative Künstler und Künstlerinnen nach Abschluss, dass man wirklich seinen eigenen Weg sucht. Und ich habe nach der Ausbildung noch eine Weiterbildung gemacht im Bereich Klonerei, weil ich mich dort sehr fest daheim gefühlt habe. Wir haben auch während der Ausbildung das Thema Figurenspiel und Objekttheater ist zum Beispiel auch mit Mummenschanz ein grosser Teil von der Ausbildung als Bewegungsschauspieler, genau gleich wie Maskenspiel, wo ja auch der Klon dazugehört. Und ich habe extrem gerne Figuren gespielt und habe eine grosse Leidenschaft für das und habe auch das Gefühl, ich habe jetzt dort in der Alters- und Pflegeheim den geeigneten Rahmen gefunden, um in ganz intimen Momenten und Interaktionen sein mit diesen Menschen. Was jetzt eben zum Beispiel auf das Bühnenstück angeschaut, dann eine andere Arbeit wird sein. Das ist dann mehr die professionelle Bühnenkünstlerin auf der Bühne als Figurenspielerin. Das ist ein ganz grosser Unterschied als zu so einem intimen Figurenspiel für einen Menschen im Altersheim. Und wie ich auf die Arbeit gekommen bin, um als Klon in Alters- und Pflegeheim zu arbeiten, ist, wie es so ist, man nimmt Engagement an, das man hat. Und ich weiss noch, wir haben dazu mal in Meilen gewohnt, am Zürichsee, an der Goldküste. Und ich hatte eine Anfrage von einem kleinen Altersheim am Zürichsee. Ich glaube, es war Küsnacht für einen Geburtstag von einer Bewohnerin, die Demenz betroffen ist. Und sie haben mich eingeladen und ich hatte zu dieser Zeit so ein Kurzstück von 20 Minuten. Und ich bin dann mit Sack und Pack und meinem riesigen Koffer und allem Plunder bin ich dort her. Und es hat etwa 10 Bewohner und Bewohnerinnen gehabt, die Angehörigen und auch die Mitarbeiter. Und ich habe voller Mut das Stück gespielt. Und die Angehörigen und die Mitarbeiter haben es gut gefunden und haben mega viel gelacht. Und die Menschen mit Demenz haben nicht reagiert. Und erst als ich den Menschen dann auf Wiedersehen gesagt habe und ihnen noch ein Stück Kuchen gebracht habe und mich bei jedem Einzelnen verabschieden, dort ist eine Beziehung entstanden, dort ist eine Begegnung entstanden, dort ist das Gesicht erhellt von diesen Menschen. Dann habe ich gewusst, man muss echt einen anderen Ort suchen, wie auf der Bühne. Und gerade gleichzeitig war meine Großmutter auf einer Pflegeabteilung, dort, wo ich aufgewachsen bin, auch Demenz betroffen. Und sie hatten gerade das Thema Humor gehabt und sie haben Besuch bekommen von Marcel Briand. Das ist ein Begegnungsklon, so ein Pionier eigentlich von unserer Schweizer Klonarbeit im Alters- und Pflegeheim. Genau. Und ich habe mich dann bei ihm gemeldet und durfte dann 2-3 Mal mit ihm mit und habe einen Einblick bekommen, wie er das macht. Und dann hat es mir den Ärmel reingenommen. Ja. Vielleicht müssen wir schon ein bisschen beschreiben, wie das genau abläuft. Oder? Weil, du hast jetzt vorhin gesagt, das Publikum ist recht speziell, weil die, ich sage jetzt, üblichen Reaktionen
kann man nicht erwarten, sondern man muss eigentlich wirklich parat sein, auf was immer passiert. Ja, also mit dem Kurzstück, das ich gespielt habe, dann habe ich als Klon mit so einem alten Telefon die Zähne geputzt. Und das ist jetzt wie etwas, was für einen Menschen mit Demenz nicht lustig ist. Ja, genau. Ich arbeite so, dass ich die Menschen besuche, dass ich meistens einen ganzen Tag oder einen halben Tag in einer Institution bin und dass ich einfach dort bin, wo die Menschen auch sind. Also ich tue nicht die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beauftragen oder ich wünsche nicht, dass man alle Menschen zusammenbringt und ich bin dann da für alle gleichzeitig, sondern ich bin ganz individuell unterwegs. Der Klon oder mein Klon kennt auch keine Uhrzeit. Und das Zeitgefühl ist manchmal auch nicht so einfach mit meinem Klon, so als Altersheim, weil er sich manchmal dann auch nicht an die Abmachungen hält, weil er es einfach vergessen hat. Genau. Und das kommuniziere ich aber vorher und dann helfen sie mir natürlich, dass ich dann am richtigen Zeit, ungefähr im richtigen Zeitrahmen noch am richtigen Ort bin. Genau. Und ich bin einfach auf Besuch und ich begegne den Menschen dort, wo sie sind und dort, wo sie sich wohlfühlen. Und so Begegnungen können ganz kurz sein, sie können ganz lang sein. Ich habe auch nicht den Anspruch, dass alle gleich viel Zeit von meiner Zeit haben. Für mich ist es auch okay, wenn ich jemandem 3-4 Mal «Grüß dich» sage auf dem Gang, weil er einfach einen grossen Bewegungsdrang hat und sehr gerne viel läuft. Mir hilft es immer, wenn ich wie mitlaufe, einen kurzen Moment oder auch mal einen längeren Moment, um auch ein bisschen einsteigen in die Welt, wo sie dort drinnen sind. Ist es eine eigene Welt? Das ist ja eine grosse Frage, oder? Wie ist es für Menschen, die Demenz haben? Also, wie erleben sie es? Ist es überhaupt ein Leiden, wie wir das vielleicht von außen sehen? Oder ist es einfach eine Lebensphase? Ich denke, also das ist für mich schwierig zu beantworten, weil ich ja selber nicht demenzbetroffen bin. Aber ich kann sagen, dass ich als Klon in Alters- und Pflegeheim nicht nur mit Menschen mit Demenz arbeite, sondern auch mit älteren Menschen oder mit Menschen, die noch kognitiv gesund sind. Und dass ich oft gar keinen Unterschied wahrnehme oder merke. Gerade in einem Anfangsstadium von einer Demenz kann ich jetzt nicht sagen, wer Demenz betroffen ist und wer nicht, weil es ist wie gar nicht so relevant. In der Arbeit als Klon ist der kognitive Zustand wie wirklich nicht relevant, weil die Begegnung geht total von Herz zu Herz und ist so auf der emotionalen Ebene daheim, dass ich es manchmal gar nicht merke. Und man kann jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, Menschen mit Demenz, die merken dann zum Beispiel nicht mehr, dass der Fritz ein Stofftier ist und nicht ein richtiges Eichhörnchen. Das kann man nicht sagen. Ich habe gemerkt in diesen 10 Jahren, wo ich jetzt schon arbeite, dass es keine, es gibt keine Gesetzesmässigkeit. Es gibt keine. Es gibt Menschen, die Demenz betroffen sind, die merken, dass der Fritz ein Stofftier ist. Oder wenn ich sie auffordere, ihn zum Beispiel zu streicheln, dann zum Beispiel mehr streicheln, weil sie den Unterschied zum Teil zum Beispiel nicht machen. Oder sie merken, er ist nicht echt. Und dann gibt es aber auch Menschen, die nicht Demenz betroffen sind, die total davon überzeugt sind, dass das ein echtes Eichhörnchen ist und was ich für ein Glück in meinem Leben habe, dass ein Eichhörnchen mir zugelaufen ist. Und so zahm ist. Und das aber nicht nur in 5 Minuten, sondern auch, wenn ich ein halbes Jahr oder ein Jahr später wiederkomme. Und darum, das zeigt mir so, dass es eigentlich gar nicht so relevant ist. Relevant im Sinne von, ist er echt oder ist er nicht echt, sondern er ist einfach in dem Moment und ein Mensch in dieser Begegnung, die ich ihn habe, oder in diesen Begegnungen, die ich habe mit Menschen mit Demenz, ist es wie nicht relevant, ob sie von Demenz betroffen sind oder nicht. Weil ich glaube, wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Mensch mit einer Demenz in einem fortgeschrittlichen Stadium, der zum Beispiel nicht mehr gut reden kann oder gar nichts mehr sagt, dann ist es nicht so, dass mein Klon nichts hört. Er hört gleich etwas. Ich kann zwar nicht immer sagen, was es ist, aber ein Gefühl habe ich gleich und es ist wie eine Stimme. Das ist schwierig zu beschreiben. Also wenn zum Beispiel jemand einfach mit
wahllose Wörter irgendwie etwas mir eine Geschichte erzählt, dann versteht mein Klon wirklich eine Geschichte und gibt dann auch irgendeine Antwort. Und es ist wie in sich stimmig. Weil das auf der emotionalen Ebene stimmt. Und das, was gesprochen ist, kognitiv wie gar nicht Wert hat. Es geht wie um einen anderen, das ist wie ein anderer Zugang, den man hat miteinander. Und darum, eben, wie gesagt, manchmal merke ich es gar nicht. Oder ich werte es nicht als gut oder schlecht, sondern es ist einfach, wie es ist. Wie gehst du um mit der Reaktion? Also Menschen mit Demenz können ja manchmal zum Beispiel einfach plötzlich anfangen zu lachen, auch wenn etwas gar nicht lustig ist. Oder die Stimmung kann relativ schnell kippen. Erlebst du das manchmal auch bei deinen Besuchen? Das erlebe ich auch. Und manchmal bin ich auch ein bisschen erklüpft. Es gibt auch Momente, wo ich auch selber ein bisschen erklüpfe. Aber es ist wirklich mega schön, die Rolle von diesem Klon oder das Wesen von diesem Klon, der ist so wertfrei unterwegs. Der würde jetzt nie denken, die hat jetzt in einem Moment gelacht, wo man nicht lacht. Oder die hat jetzt ein Wort gesagt, das man eigentlich nicht sagt. Der Klon ist so wertfrei und so bedingungslos, dass es einfach keine Rolle spielt. Hast du dann auch Beziehungen zu den Angehörigen? Oder sind die nie wenn du kommst? Mal, die sind zum Teil auch rum, genau. Und das ist manchmal nicht so einfach. Es gibt Angehörige, die sich auch mega gut oder ganz gut wieder darauf einlassen können. Auf das ein bisschen Ungewisse, was jetzt passiert, wenn ich da bin, weil es kann immer auch in die andere Richtung kippen. Also, wenn man aber mit dem Bild kommt von einem Klon, der ist jetzt da, für das mein demenzbetroffener Mensch oder mein Mensch lacht, dann sind wir eigentlich schon fast ein bisschen nicht ganz auf dem richtigen Weg, wenn ich jetzt komme. Weil ich tue es nicht unbedingt in diese Richtung hineinsteuern, sondern ich lasse eigentlich wie offen, was passiert. Und es hat ein Beispiel, wenn ich ein Beispiel machen. Ja, unbedingt. Eines, was mir sehr nahe gegangen ist und auch noch recht lang nachgehalten ist eine Begegnung mit einem Mann mit einer mittelschweren Demenz, der schon die Sprache verloren hat und sehr viel Spannung in seinem Körper hatte. Und ich war auf dieser Pflegeabteilung und ich habe andere Menschen besucht und ich wollte auch mit dem Fritz ihm «Guten Tag» sagen. Und ich habe aber wie schon gemerkt, beim Herlaufen, der Fritz ist es nicht. Es sind ja dann so Impulse, wo es ist nicht eine kognitive Entscheidung, sondern einfach, ich bin dann wieder umgekehrt. Und dann ist seine Partnerin gekommen, seine Frau, seine Lebenspartnerin. Und zuerst ist sie so ein bisschen, ja, was macht sie da? Und dann habe ich natürlich ihr auch grüßig gesagt. Und man hat wie gemerkt, es ist für sie eine schwierige Situation. Der Mann ist frisch im Alters- und Pflegeheim, es ist für alle neu. Und er lacht aber immer. Er hat immer ein Lachen auf dem Gesicht, aber für mich war es nicht unbedingt ein Lachen, dass es ihm wirklich gut geht, sondern einfach eine Spannung, die einfach ist. Und ich habe dann entschieden, oder es ist eben nicht entschieden. Die Intuition hat entschieden, ein Lied zu singen für ihn und ich habe ein altes Schweizer Liebeslied gesungen. Und nachdem die letzten Töne verklungen sind, hat er angefangen zu brieken. Ganz, ganz, ganz fest. Also er hat mir die ganze Zeit, als ich für ihn gesungen habe, tief in die Augen geschaut und ich habe ihm in die Augen geschaut und ich habe auch einen Moment der Frau in die Augen geschaut und ich habe wie gewusst, ich singe das ja für sie beide. Das Liebeslied. Und nachher hat er angefangen zu brieken. Und ich habe es auch schön gefunden und ich habe es so gefeiert, dass die Tränen gekommen sind und dass der Körper ist in den Fluss gekommen. Und für sie war es im ersten Moment ganz, ganz schwierig, weil sie wie gefunden hat, was habt ihr jetzt gemacht? Und das geht doch nicht. Und ihr seid doch der Klon. Und wie auch nicht hat können umgehen mit dem, dass er jetzt briegt, weil sie dann selber auch so traurig gemacht hat. Und sie hat aber nachher auch rennen. Und dann habe ich eigentlich dann wie auch Zeit damit verbracht, ihr zu erklären, was jetzt passiert ist. Und habe sie einfach gefragt, wie es ihr geht, wenn sie mal briegen durfte. Und dann hat sie mir gesagt, sie fühlt sich nachher viel besser. Und dann habe ich gesagt, so geht es ihm jetzt auch. Und darum, es ist manchmal einfach ein Stimmungswechsel oder eine heiterere Stimmung, als ich sie vorher vorgefunden habe, oder eine gelöste. Humor heisst ja nicht immer,
dass es lustig ist und Schenkelklopfen gibt, sondern ein Lösen, ein gelöst sein, ist eher das, was ich suche. Genau. Und Musik scheint mega zu helfen. Also Musik eben holt Emotionen, Gefühle führen. Und du schaffst ja viel mit Musik. Du hast ja auch so ein altes, wie sagt man das, so ein Koffergrammophon hast du dabei. Genau. Also was nimmst du denn so für Musik mit? Also es sind Shellac-Platten, die ich mitnehme. Also so die alten, ganz dicken, die nur 2 Lieder haben. Eine auf der einen Seite und eine auf der anderen. Und wenn sie runterfallen, sind sie gebrochen. Wir müssen nachher noch ins Archiv hier im Radiostudio. Da hat es noch ganz viel von dem. Ist gut, vielleicht finde ich noch eine. Ja, es sind ja sicher Geschwister Schmid. So, gerade in Zürich, so ein Landidörfli und auf der Landischwebebahn. Und Lisassia habe ich, auch mein Papa. Ich habe auch Platten von der Katharina Valente. Mein Lieblingslied im Moment ist «Ganz Paris träumt von der Liebe». Und ich finde es aber so schön. Und gerade wenn es jetzt noch französische Bewohner und Bewohnerinnen hat, es ist einfach, es geht einem so das Herz auf. Passt perfekt. Genau. Ja, nach dem Regen scheint die Sonne. Es sind natürlich viele alte Stücke, die ich habe. Ich habe aber auch so ein bisschen von Katharina Valente auch so ein bisschen die neueren, die dann so eher jüngere Bewohner und Bewohnerinnen noch so cool finden. Ich habe auch viele italienische Platten, weil ich einfach gerne Italienisch habe. Ich kann zwar nicht Italienisch, aber so 2, 3 Platten. Genau. Und dann nehme ich auch immer ein bisschen alternierend mit. Und jetzt zum Beispiel, also ich habe auch noch, wie soll ich sagen, ich habe wie verschiedene mechanische Musikinstrumente. Also alles, was eigentlich ohne Strom funktioniert. Das sind zum Beispiel auch die kleinen Musikdöschen, die es heutzutage gibt, aber einfach so, wie es früher gegeben hat, mit grossen Lochplatten. So CD-grosse Platten gibt es. Und dann habe ich aber auch eine, die wirklich so dauergrosse Platten, Lochplatten hat, aus Metall, wo man einhängt und dann ist es wie ein grosses Glockenspiel, wo dann instrumentale sozusagen Melodien einfach drauf sind und den Raum so füllen. Genau. Ja, und singen tue ich auch viel. Genau. Und dort habe ich das Gefühl, gehe ich manchmal einen anderen Weg als andere Glöhne, weil es mir nicht immer zum Ziel ist. Man sagt doch immer, Menschen mit Demenz möchten wir eigentlich gerne in ihre Erinnerungen führen, für dass es etwas auslöst. Wir wollen sie in ihre Erinnerungen bringen, dass es etwas auslöst. Oder ihre Kindheit. Und dann singt man das Bauernbübli zum Beispiel. Oder ich habe ein Herz wie ein Vögeli. Und ich merke manchmal, das ist für mich manchmal fast ein bisschen übergriffig dem Menschen gegenüber. Weil ich weiss nicht, wie lässig ich das fände, wenn mir jemand etwas singen würde und dann würde es mich immer gerade so zurückkatapultieren, ohne dass ich das entscheiden kann, ob ich das will oder nicht. Und darum singe ich sehr viele Lieder, die sie auch nicht kennen. Oder so alte Schweizer Liebeslieder, die man gar nicht so kennt. Einfach, dass es nur darum geht, dass jemand einem ein Lied singt. Und gar nicht schon mit dem Hintergedanken, ich will jetzt gerne etwas auslösen oder ich will gerne ihn in seine Kindheit zurückbringen oder ich will gerne ihn an seine erste Liebe erinnern oder an seine Schulzeit oder so, sondern einfach nur rein, jemand schenkt mir ein Lied. Und das darf eigentlich lange. Genau. Komm, wir schenken allen, die zuhören, jetzt auch ein Lied. Ja. Du hast die Lisassia hast du mitgebracht, eine Aufnahme aus dem 51, die dir besonders am Herzen liegt, von «Oh, mein Papa». Jetzt musst du einfach nur mal schnell sagen, was ist für dich an diesem Song so toll? Ich finde, es öffnet so schön den Raum. Und die ersten Klänge am Anfang, dann gibt es Leute, die noch nicht so genau wissen, um was es geht und die es schon spüren oder was schon kribbelt. Und ich brauche es sehr oft am Ende von einer Begegnung oder am Ende von einer schönen Runde, um wie so ein bisschen einen Abschluss zu finden. Und was ich sehr gerne mache, ist, ich mache sehr gerne dazu Seifenblöterli, weil ich finde, das geht bling, bling, bling. Es klingt einfach so schön. Also komm, das machen wir jetzt. Ich mache auch. dir auch ein paar Blätter. Das finde ich super. Ist gut. «Oh, mein Papa» mit Seifenblätter-Show. Oh, ich könnte Ihnen so viel erzählen von meinem Papa. Er war eine berühmte Zirkusclown. Papa wie ein Pfeil sprang hinauf auf die Seile, hoppala, hoppala, hopp. Er spreizte die Beine ganz weit auseinander, sprang hoch in die Luft und steht auf die Hand, hoppala, hoppala, hopp.
Er lachte ha und machte ha, ganz sachte ha und rief Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp. Er ritt auf die Seil und rief mir zu, Ella hopp, Ella hopp, Ella hopp. Das konnte er machen 12 Mal nie. Er lachte dazu und fürchte sich nie. Ella hopp, 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 Ella hopp. Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine große Künstler. Hoch auf die Seil, wie war er herrlich anzuschauen. Oh, mein Papa war eine schöne Mann. Ei, wie er lacht, sein Mund, sie sein so breit und rot, und seine Augen wie Diamantenstrahlen. Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine schöne Mann. Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine große Künstler. Papa, mein Auf süßer die Papa. Seil, wie war er herrlich anzuschauen. Oh, mein Papa war eine schöne Mann. Ei, wie er lacht, sein Mund, sie sein so breit und rot, und seine Augen wie Diamantenstrahlen. Oh, mein Papa war eine wunderbare Clown. Oh, mein Papa war eine schöne Mann, ein schöner Mann, ein schöner Mann. «Oh mein Papa» von der Lise Assia, ein Wunsch von meinem Fokusgast, der Lisa Bögli, die Seifenblasenkünstlerin ist, Feuerartistin und Klon. Und ich glaube, das haben wir wirklich noch nie im Studio erlebt, dass wir Musik gespielt haben und gleichzeitig eine Seifenblasen-Show hatten. Wirklich grossartig, Lisa, was du da mit Fächern und verschiedenen Seifenmischungen irgendwie ankriegst. Verschiedene Grössen. Es sieht wirklich, es fliegen immer noch ein paar da im Studio rum. Was hast du, Lisa, wir haben ja vorhin darüber geredet, über deine Tätigkeit, wenn du Menschen mit Demenz besuchst, in Alters- und Pflegeheimen. Was hast denn du über dich selber gelernt durch diese Tätigkeit? Oder gibt es etwas, was du über dich gelernt hast? Überhaupt? Ja, ich glaube, ganz, ganz viel Vertrauen haben in sich selber. Und je mehr man bei sich selber ist, desto aufmerksamer kann man eigentlich dem Gegenüber begegnen. Wenn man tief in sich ruhen kann. Und es zeigt mir immer wieder die kleinen Seiten und die kleinen Geschenke vom Leben, die so wertvoll sind. Und grundsätzlich das Tempo, ich finde es extrem faszinierend, wie Menschen im Alter können an einem Brunnen hocken und einfach am Plätschern vom Brunnen zuhören. Und wir alle hätten, oder die meisten von uns hätten schon ein Buch vorgenommen oder ein Telefon und hätten ihre Zeit irgendwie vorbeigebracht, ohne eigentlich überhaupt in der Zeit zu sein, in diesem Moment. Ich glaube, dass im Moment sein, finde ich, ist ein extrem grosses Geschenk, wo wir auch gerade Menschen mit Demenz fest lernen. Genau. Merkst du dann auch, vielleicht so wie die Leute dann sind, wenn du sie triffst, sagt dir das auch etwas aus, wie sie vielleicht ihr Leben geführt haben? Ich denke, Menschen verändern sich ja stetig. Also auch Menschen im Alter verändern sich. Und was ich sicher mitnehme oder was mich immer extrem freut oder was auch eine grosse Verbindung ist zu Menschen im Alter, ist so noch so das handwerklich Alltägliche.
mit einem Garten, mit Hegen von Gemüse, mit Blumengarten, mit den Blumen schauen, mit Wasser geben, mit Gießen, mit Waschen. Wenn ich mir manchmal überlege, wie die Menschen noch von Hand gewaschen haben, bin ich sehr beeindruckt und wünscht mir manchmal, dass ich auch so viel Zeit hätte, dass ich das auch so zelebrieren könnte, was nicht ganz realistisch ist in der heutigen Zeit oder mit der heutigen Dichte an und Fülle an dem, was man alles will. Aber ich glaube, es bringt die Handwerklichkeit oder das alltägliche Alltagleben ist etwas, was mich sehr beeindruckt. Und das kommt mir sehr oft, wenn ich die Menschen sehe und begegne, dass sie das wirklich auch viel gelebt haben. Das ist ja mega interessant. Also früher, du hast jetzt gesagt, Waschen war total anstrengend. Nur schon kochen oder überhaupt einen Haushalt führen. Ich meine, man hat noch nicht irgendwie Tiefkühlprodukte oder nur schon, wenn ich an meine Großmutter denke, wie die gehaushaltet hat. Das war echt aufwendig. Und wie wir heute Mühe haben, im Moment zu sein, weil wir einfach plötzlich ja so viel Zeit haben durch all die Maschinen. Die Frage ist, ob man sie wirklich sinnvoll ausfüllen, oder? Ja, ich glaube, das darf jeder für sich selber entscheiden. Ich habe sehr gerne meinen Gemüsegarten und meinen Blumengarten, den ich hege und pflege, so gut wie es geht. Irgendwann im Jahr geht er mir schon immer aus dem Ruder. Aber es ist wie okay. Ja. Wenn die Fülle und die Dichte dann auch im Garten ist, dann ist es auch so. Das Giet habe auch Giet. Mich nimmt noch Wunder, ob es manchmal, also jetzt nochmal zurück eben zu den Menschen mit Demenz, ob es manchmal nicht auch traurig ist. Also weil es ist ja auch ein Abschied nehmen. Oder ein Abschied nehmen von Freiheiten, von Fähigkeiten, vielleicht auch Eigenschaften, die einem mal ausgemacht haben. Man ist vielleicht ein bisschen anders. Wie ist das für dich? Ja. Sicher ist es traurig. Und es ist auch für die Menschen zum Teil traurig. Und es ist für die Angehörigen traurig. Und es ist auch für mich manchmal traurig oder für das Wesen vom Gelohn. Aber das finde ich eigentlich völlig okay. Also, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mein Leben ist auch nicht nur schön und glücklich. Ich finde, es hat auch seinen Stellenwert. Für ein volles, ausbalanciertes Leben gehört das halt einfach auch dazu. Und ich selber genieße es, also ich kann nicht sagen genieße. Ich genieße es manchmal auch, wenn ich traurig bin. Kann man es so sagen? Es ist wie nicht nur... Sag noch ein bisschen mehr dazu. Also es ist ja nicht nur... Also ich finde, einfach so richtig briegen und Bäche laufen, ich finde, und etwas nachtrauern und etwas vermissen und etwas loslassen und den Herzschmerz vielleicht oder den Verlust, das ist doch voll okay. Also es wäre ja irgendwie, es hat mir ja nichts bedeutet, wenn ich nicht traurig wäre, dass es jetzt nicht mehr ist. Und so Ja zu sagen zu dieser ganzen Palette an Emotionen, die unser Leben füllt, sehe ich als unsere Aufgabe von uns Menschen. Und gerade auch als die Aufgabe von dem Wesen vom Gelohn, der im Alters- und Pflegeheim arbeitet, sehe ich schon auch die Aufgabe, dass er all die Emotionen, die aufkommen, mitträgt und denen die Würde gibt und den Respekt, den die Emotion verdient hat. Genau. Schaust du heute anders aufs Altwerden, als jetzt, bevor du diese Arbeit gemacht hast? Ich arbeite so gerne mit älteren Menschen und ich höre so gerne ihre Geschichten. Und ich wäre jetzt auch, glaube ich, der Künstler, ich bin der Künstler, der, wenn er eine Vorstellung spielt, die öffentlich ist und es hat Bänke, wo das Bänkchen anschreibt, reserviert für Menschen im Alter. Und dann kann man selber überlegen, ob man alt ist oder nicht. Aber manchmal denke ich mir, wir vergessen es ein bisschen. Wir haben auch Produktionen für Kinder, wir haben Produktionen für Erwachsene, aber Produktionen oder Arbeiten für Menschen, die älter sind, die es vielleicht zum Teil auch schätzen, weil es nicht im Ganzen so schnell geht oder an das eben noch nicht so gedacht. Und ich denke mega gerne daran. Und ich glaube, ich habe schon immer gerne ältere Menschen gehabt und die Geschichten gehört, die sie zu erzählen haben und die Weisheiten und die Erlebnisse und die Geschichten von früher, das hat mir schon immer mega gefallen. Darum finde ich, ja, ich habe sie wirklich von Herzen gern.
Ich möchte an dieser Stelle gerade noch eine ganz kleine Empfehlung platzieren. Schaut unbedingt unsere Sommerserie «Reporter Spezial» auf Achse, weil dort trifft mein Kollege Donat Hofer unter anderem eben auch Menschen, die von Demenz betroffen sind. Und er geht auch in eine Tanzstunde in einem Altersheim. Es ist wirklich wunderbar. Ich setze dann den Link noch in die Shownotes. Aber Lisa, ich würde gerne jetzt schnell den Bogen schlagen, zurück zu deinen Wurzeln, wo du herkommst. Du hast vorhin gesagt, es hat dich eigentlich immer schon fasziniert, alte Menschen und ihre Geschichten. Wie war denn das? Du bist in Lotzwil aufgewachsen, im Kanton Bern. Das ist ein Dorf, gerade bei Langenthal. Was kommen da für Bilder? Und hat es dort schon alte Menschen? Gehört das dort dazu, wenn du an das zurückdenkst, an die Kindheit dort? Ja, es gehört mega fest dazu. Obwohl, wenn ich jetzt daran denke, sind sie ja eigentlich gar nicht alt gewesen. Aber so als Kind war meine Grossmami ja irgendwie alt gewesen, aber sie war ja irgendwie 55 gewesen, dann vielleicht, oder dann 60. Das ist ja eigentlich nicht alt, aber als kleiner Knopf. Genau, ich habe sehr viel und sehr gerne Zeit mit meinen Grosseltern verbracht und ihren Freunden. Wir haben auch in dieser Eigentumswohnung, wo ich aufgewachsen bin, auch ältere Leute gehabt. Die waren manchmal froh, wenn man ihnen geholfen hat oder noch etwas aufgetragen oder genau, das waren schöne Erlebnisse und Begegnungen in so einem durchmischten Wohnen. Aber eben, die waren noch nicht in einem Altersheim gewesen, genau, die waren daheim gewesen. Ja. Und was dann so darum gegangen ist, um einen Ferienjob zu machen, in der 6., 7. Klasse habe ich mich dann entschieden, auf eine Pflegeabteilung zu gehen, in diesem kleinen Altersheim in Lotzwil. Und habe es einfach das Grösste gefunden, mit diesen riesen Rollstühlen. Die sind mir ja so gross vorgekommen. Einfach ein bisschen durch die Blumen durchzufahren und ein bisschen im Garten. Und ich durfte nicht so viel helfen. Ich durfte einfach dort sein und Bücher schauen und Fotoalbums anschauen und Geschichten hören und geholfen Essen schöpfen und ihnen das Essen servieren. Und sonst durfte ich nicht so viel helfen. Aber ich durfte einfach dort sein und habe das einfach mega gerne gemacht. Genau. Und deine Mutter hat ja, also der Beruf von deiner Mutter, sie ist Pflegefachfrau, hat irgendwo ja schon auch eine Verbindung jetzt zu dem, was du machst. Ja, sie war eigentlich immer mein grosses Vorbild als Kind. Sie ist so ein empathischer Mensch. Und ich habe das einfach immer so... Sie hat immer so wertschätzend und respektvoll auch erzählt von Menschen, die krank sind. Genau, wir sind auch ab und zu mal im Spital und haben wie so einen Einblick gehabt. Und ich wollte wirklich auch ganz, ganz lange Krankenschwester werden und so in die Fußstapfen treten. Genau. Dann hat es dich aber auf Zürich gezogen. An der Gomart, oder? Du hast zuerst Fachmittelschule gemacht und nachher hast du die Ausbildung gemacht zur Bewegungsschauspielerin. Das ist ja schon noch ein Wechsel jetzt von Lotzwil nachher. Bist du in dem Zürich gelandet? Genau, ich bin aber zwischen Lotzwil bin ich noch zu Bern gewesen. Also ich habe die Fachmittelschule zu Bern gemacht, bei einem Neufeld-Gymnasium. Und habe dann aber auch noch eine Fachmaturität gemacht. Und für das habe ich Praktikum gemacht, so ganz, ganz im tiefen Emmental, wo noch wirklich so der Ursprung ist, was Brot immer selber im Ofen ist. Und dort habe ich in verschiedenen Institutionen gearbeitet, in Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und auch in einem sozialen Gefüge für Kinder, die eine Unterstützung gebraucht haben. Genau. Und von diesem tiefen Emmental, wo man so eine Stunde laufen vom Bahnhof, bis man wieder daheim war, bin ich dann auf Meilen gezogen, genau. Und habe die Gomart angefangen, in dieser grossen Stadt Zürich. Es war ein grosser Wechsel. So. Wie schaust du auf das zurück? Ja, manchmal ein bisschen amüsiert. Ich war 19 und ich denke manchmal jetzt so im Rückblick, lecker war sie mutig. Auch so eine Ausbildung zu machen, wo man so viel Kritikfähigkeit lernen darf, was ja eigentlich auch nie gut war. Also, und es ist auch zu Recht, weil man ist ja da, um etwas zu lernen. Aber ich habe schon... Manchmal frage ich mich schon, warum ich wirklich jeden Morgen wieder mit diesem Zug in die S-Bahn gestiegen bin, auf die Zürich rein.
Und habe schon viel am Abend gedacht, nein, morgen gehe ich nicht mehr. Also es ist jetzt wirklich nicht... Also du ich hast habe wirklich auch, Zweifel ich gehabt, habe dass wirklich das immer Richtige wieder nicht- ganz fest zweifelt, aber mehr, weil es einfach nie gut war. Weil es nicht... Es hat einfach jede Woche geheißen, nein, das ist es nicht. Also nicht du hast es nicht gut gefunden, sondern das ist das, was Ja, du ja, das ist so das gespiegelt Feedback bekommen gewesen. Also jetzt nicht, vielleicht ist es schon übertrieben jede Woche, aber es ist, also es hat schon sehr, sehr viel Biss gebraucht, was anspruchsvoll war. Und jetzt im Nachhinein vielleicht genau richtig, dass es so viel Biss gebraucht hat, weil es ja auch nachher, man darf einfach dranbleiben, wenn man wirklich will, in diesem Berufsfeld tätig sein will. Passiert selten einfach, dass, ja, es ist wirklich grosse Arbeit auf vielen Ebenen. Und du hast dich ja eigentlich relativ schnell selbstständig gemacht. Du bist jetzt schon 10 Jahre als selbstständige Künstlerin unterwegs. Ist dir denn das sofort klar gewesen? Nein, es ist eigentlich nicht. Also es ist wirklich so ein bisschen nah dies nah dann gekommen. Ich war ja wie auch schon Mutter gewesen dann. Also mein grösstes Kind wird jetzt gerade 10. Das hat wie eigentlich die ganze, also Kind und das Arbeiten ist eigentlich wie so alles miteinander parallel dazu gelaufen. Und man kann sich ja auch gar nicht anstellen lassen. Und als Bewegungsschauspieler ist es jetzt auch nicht so, dass man jetzt im Schauspielhaus zum Beispiel arbeiten kann, weil wir haben Bewegungstheater studiert und nicht Sprechtheater. Und das ist ein anderer... Genau, es gibt jetzt auch nicht... Man hat die Ausbildung gemacht, um freischaffend und selber Projekte und kreative Ideen zu lancieren und umzusetzen. Und da liegt natürlich die Selbstständigkeit ja schon auch auf der Hand. Genau. Jetzt müssen wir unbedingt noch über das Feuer, über die Feuershow reden. Ja. Jetzt wird es dann gleich irgendwann wieder kälter Ja. und dann tust du wirklich, wie soll ich sagen, nicht das Metier verlagern, aber auf jeden Fall dann geht es um Feuershows. Also wie müssen wir uns das vorstellen? Also wirklich, wie man das sich kennt aus dem Zirkus. Aus dem Zirkus dort sieht man natürlich vor allem artistische Höchstleistung oft. Die Arbeiten, die wir machen in unserem Duo, in unserer Kompanie sozusagen, sind natürlich auch artistische Geschichten. Die sind aber dann wie kombiniert mit viel Tanz, mit viel Atmosphäre, mit viel Stimmungen. Die Arbeiten von mir auch dort ist sehr emotional gedreht. Es sind natürlich artistische Elemente, die wir schaffen. Also ich tanze mit einem brennenden Hula-Hoop-Reifen und ich schwinge brennende Poise und Was ist brennende Poise? brennende Poise sind wie Kugeln an Ketten, die man schwingt, wo man so ganz klare Abfolgen. Alles klar. Genau. Ich glaube, ich habe meine Stärke im Drehen. Ich kann mich sehr gut, sehr lang drehen und nutze den Schwung. Und dir wird es nicht trümmelig? Selten, genau. Und wir arbeiten nicht nur im Winter, wir arbeiten grundsätzlich durch das ganze Jahr in diesem Duett. Auch für Privatanlässe, für öffentliche Veranstaltungen, für Geschäftsanlässe. So als klassischer Dienstleister, wo man gebucht wird. Als Künstler, genau. Und nebendran haben wir seit 2018 machen wir eine öffentliche Wintertournee, fast jeden Winter. Wir haben angefangen mit einem Stück, das geheissen hat «Castagna Esplosiva». Und es war wie eine Verbindung zwischen Theater, heissen Maroni und Feuershow. Und wir haben wie probiert, diese 3 Sachen miteinander zu verbinden für das öffentliche, breite Publikum mit dem Wunsch, dass sich ganz, ganz viele Menschen durchmischen. Und das, egal von welcher Nationalität, egal was für eine finanzielle Schicht, dass die Menschen einfach kommen können und miteinander zusammen sein. Und man auch gar nicht so genau weiss, wer ist jetzt wer. So, das Thema Inklusion ganz gross geschrieben. Während der ersten paar Tourneen sind wir zum Teil auch extra auf Plätzen, wo zum Beispiel randständige Menschen ihren Winterabend verbracht haben. Und das war eigentlich noch schön, weil wir dann wie nicht mehr gemerkt, wer ist jetzt eigentlich ein Mensch am Rand von unserer Gesellschaft und wer ist echt mit drin. Da haben wir manchmal auch die Rolle ein bisschen umgekehrt. Und das ist eine grosse Motivation. Genau. Was sagen eigentlich deine 4 Kinder, was du für einen Beruf hast?
Das ist eigentlich der coolste Beruf. Die Mutter macht Seifenblasen machen. Sie ist Klon. Sie tut mit dem Feuerhula-Hoop auf die Bühne stehen. Ich meine, Ja, die Kleinen sagen, Mama ist Klon. Und die Buben, die können schon ein bisschen grösser, also die Grösseren können schon ein bisschen mehr differenzieren, genau. Vielleicht auch immer ein bisschen das, was gerade am zentralsten ist. Wenn ich so auf einer Tournee bin, dann spiele ich ja extrem viel und bin auch weniger daheim. Und dann bin ich gerade das vom Beruf. Und wenn ich fast, also ich tue bei mir, das Berufliche ist wie jetzt im Sommer mache ich mehr Seifenblättern, im Winter oder so die Altersheime mache ich mehr in den Randmonaten, also Randmonaten. Jetzt im August habe ich echt selten ein Engagement oder eine Anfrage für einen Besuch in einem Alters- und Pflegeheim, weil sie viel Ausflug machen und sie können viel für aussen sein. Dann ist bei ihnen der Bedarf nicht da, bei den Mitarbeitern oder bei ihnen, die es planen. Genau. Was nicht heisst, dass es bei den Bewohnern nicht da wäre, der Bedarf, aber und das ist immer ein bisschen das, was ich gerade mache. Manchmal fragen sie mich auch, was machst denn du jetzt heute? Genau. Und dann gibt es ja auch viel Zeit, oder gibt es ja auch Zeiten, wo ich mir eben rausnehme, dass ich nicht auftreten tue und eine Spielpause mache, ganz bewusst, um eben mich weiterentwickeln. Genau. Isa, wir sind schon am Ende dieser Stunde. Merci vielmals für das Gespräch. Ich will unbedingt von deiner Playlist noch von «Einzig und der Ander» für dich spielen. Magst du noch etwas sagen zu diesem Song? Ich glaube, er spricht für sich. Es hat einfach ein Textziele, «Heben können wir nichts». Ja, genau. Ich glaube, wir haben das, was wir jetzt im Moment haben und was kommt. Ja, ich finde es ein grandioses Lied fürs Loslassen. Und es tut mir gut, um es zu hören. Und es erfüllt und füllt mich immer wieder. Genau. Ja. Merci vielmals. Sehr gerne. Das war der Fokus mit der Lisa Bögli, Seifenblasenkünstlerin, Feuerartistin und Klon. Ihr findet unseren Podcast auf Play SRF und selbstverständlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Was geht euch durch den Kopf nach dem Gespräch? Habt ihr Fragen oder Inputs? Ihr erreicht Lisa und mich unter fokus@srf.ch. Merci vielmals fürs Interesse und für eure Zeit. Wir sind jede Woche mit einer neuen Fokus-Ausgabe am Start. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und eine gute Zeit wünscht Anita Richner. Bleib noch ein Weile da. Nimm einen Schluck von dem Lied. Kannst die Augen zulassen, wie du schläfst, hab ich geliebt. Was immer das soll, heben können wir nicht. Also nimm noch schnell die Umarmung mit. Bitte bleib noch ein Weile da. Tanz mit mir zu dem Lied. Kannst dich führen lassen, wie du schmeckst, hab ich geliebt. Was immer das soll, heben können wir nicht. Also nimm noch schnell die Lust mit. Bitte bleib noch ein Weile da. Sing deine Strophen in dem Lied. Kannst das Herz offen lassen, wie du lachst, hab ich geliebt. Was immer das soll, heben können wir nicht. Also nimm noch schnell den Frieden mit.
kannst leislich gehen. Für deinen Weg bist geliebt. Was immer das soll, heben kann ich dich nicht. So geben wir einander noch schnell das Sagen für unsere Zeit. Was immer das soll, heben kann ich dich nicht. So geben wir einander noch schnell das Sagen für unsere Zeit. SRF 3 Fokus Podcast. Alle Talks auf srf.ch/audio.